David ist als junger Bursch zum König gesalbt worden. Aber König kann er noch nicht werden, solange der König Saul noch lebt. Einstweilen muss er sogar vor seinem König flüchten, weil ihn der umbringen will. So eifersüchtig ist er auf den jungen David. So ist der David mit 600 Männern, die mit ihm gehen, ständig auf der Flucht. Ob ihn der König Saul echt schlussendlich verwünscht? Auch wenn wir in der letzten Zeit ein bisschen Ruhe hatten, die Männer, so müsst ihr ja nicht meinen, der König Saul hat es aufgegeben, mich zu suchen. Ja, aber hat er doch das letzte Mal versprochen, er macht er nichts. Der König ist launisch. Heute sagt er das, morgen etwas anderes. Wartet nur ab. Aufs Wort vom König Saul kann man nicht mehr gehen. Der tut mich weiterverfolgen. Der David hat das richtig gespürt. Wieder einmal sind Spionen dem König Saul melden, man hätte den David gesehen, in der Wüste Sif. Sofort ruft der König Saul seine 3000 Krieger zusammen und gibt seinen Plan bekannt. Er will den David und seine Leute einkreisen, so verwünscht er ihn sicher. Der David klettert auf eine Felskante und sperrt in die Nacht raus. Und was sieht er? Am König sein Heerlager weit unten im Tal. Der Mond beleuchtet die Schläfer. Und der David sieht es genau, der Abner, der Heerführer, liegt neben dem Saul und alle Soldaten ringsum.